ich habe mich zum Beispiel immer gehetzt, das ist eigentlich auch wie ein Selbstgespräch gewesen. Ich habe mir dann auch immer im Kopf gesagt, hey, solltest du noch schneller, solltest du noch was auch immer und ich bin dann somit auch von den Leuten gehetzt worden, weil ich bin davon ausgegangen, ich bin zu langsam und das hat sich im Aussen manifestiert als, ich bin zu langsam, das habe ich von den anderen Menschen gehört. Und irgendwann habe ich angefangen, da mache ich nicht mehr mit, ich habe mich nicht mehr hetzen, habe dann angefangen, einen Wecker zu stellen. Auf dem Wecker habe ich immer draufgeschrieben, atmen. Einfach nur, dass mich erinnert, ich möchte nicht rennen, ich möchte mich nicht hetzen, ich möchte meine ganze Arbeit in Ruhe machen. Und das hat innerhalb von einem Jahr dazu geführt, dass ich von außen kein Hetz mehr bekommen habe. Im Gegenteil, jetzt, weil ich ja von mir, ich habe mich ja angefangen zu erinnern, mit dem Wecker, der kommt mir erst jetzt in den Sinn, ich habe mich angefangen zu erinnern, mit dem Wecker atmen, dass ich runterfahren kann. Und jetzt tut mir sogar mein Vorgesetzter sagen, Fabio, nicht streng, nicht mehr zu wild und lass dir Zeit. Er sagt das jetzt, das fällt mir jetzt gerade auf, er sagt eigentlich das, wo ich mit dem Atmen antrainiert habe, dass ich einfach möchte zur Ruhe kommen, mich nicht müssen hetzen beim Arbeiten. Und er sagt mir das. Und mein Mitarbeiter, wir sind im gleichen Team, sind wir das vierte und der eine, der ist immer gehetzt. Und der wird innerlich mit sich genau so reden, wie ich vorher geredet habe. Sonst würde er nämlich nicht so jubeln und sonst würde er nämlich auch nicht so dann, ich erzähle jetzt gerade, so das Zeug auch hören. Weil ich kann, es ist noch lustig, ich kann da stehen, mit mir redet der Vorgesetzte, ja eben, alles gut und so und so. Und ich rede so, was machst eigentlich du noch da? Hopp, 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 geh mal arbeiten. Und wenn es umgekehrt ist, dann ist es okay, wenn ich dort stehe, weil ich nicht in meiner, wie soll ich sagen, in mir innen ich will nicht gehetzt werden. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist etwas, was ich will. Ich will das nicht, oder? Aber wenn einer sich eben die ganze Zeit sagt, ich muss noch schneller, das ist auch das, was er will. Darum kommt jeder über, was er will. Und darum sage ich, Selbstgespräche sind eigentlich sehr gute selbsterfüllende Prophezeiungen, weil wir reden ja nur das mit sich selber, wo man auch davon ausgeht. Darum wirst du es auch erleben. Darum wirst du das auch zurückziehen, weil es ist eigentlich genau dein Verstand, dein Hirn, das ist davon überzeugt und dein Herz fühlt es und das sagt der Joe Dispenza. Gedanken sind elektrisch, Herz ist magnetisch, zusammen gibt es ein elektromagnetisches Feld und das zieht das an. Und ein Herz, das habe ich glaube ich im letzten Video habe ich es auch schon mal angesprochen, das habe ich aber falsch formuliert. Ich habe glaube ich meinte 50 Meter, aber letztens habe ich in einem Buch gehört, dass das Herz hat eine Ausstrahlung von 300 Meter. Oder noch mehr. Und ja, das ist schon krass. Oder? Das heisst, du tust eigentlich mit deinem Herz eigentlich deine ganze Umgebung beeinflussen, mit dem elektromagnetischen Feld. Oder es sind wir haben wie eigenes Radiosender, oder? Das sehen wir nicht, wie das Radio sehen wir auch nicht, aber wir empfangen ja dann, oder das Handy, ich empfange das, kann abnehmen, wenn jemand auf das anläutet. Und wenn mein Herz und mein Hirn und mein Herz es strahlt auch eine Frequenz aus. Also ich läute mit meinem Herz eigentlich irgendwie auch raus. Auf der anderen Seite nimmt die richtige Wahl ab und kommt da an. Darum ist es so wichtig, was man fühlt, weil man zieht das an. Und darum kann man beobachten, wie man die ganze Zeit denkt, wie dann kann man seine Gedanken umpolen, dass man anfängt positiv denken und nicht negativ, weil es ist halt einfach, das Fiese ist, positive Gedanken, also zumindest bei mir aktuell noch so, wenn ich positiv versuche zu denken, habe ich nicht gerade wie soll ich sagen, so, wow, jetzt geht es mir, weiss nicht wie gut. Aber wenn ich mich in etwas verhadere, das negativ ist, dann habe ich sehr schnell ein ungutes Gefühl. Das heisst, ich kann viel schneller ein Gefühl aufbauen. Ich weiss natürlich nicht, ob das mit Übung mit positiven Sachen genauso stark wird. Weil ich auch halt, ich glaube, wie ganz viele Menschen eher die negativen Sachen emotional laden, wie die positiven. Darum ist es umso wichtiger, eben die 5%, wo man bewusst ist, immer umzulenken auf das, was man will. Und ja, das heisst vielleicht auch aufhören, Sachen konsumieren, wo man merkt, es geht mir nicht gut. Oder? Auch wenn das radikal ist, oder? Ich meine, also ich schaue eben aktuell gar nicht mehr im Internet. Ich versuche wirklich gar nicht zu schauen, weil es beeinflusst mich immer irgendwie ein bisschen. Und einfach, ich sage jetzt nicht nie mehr, sondern einfach mal den Übergang.
oder? Bis ich, wie soll ich sagen, so mein Geist so dressiert habe, dass er macht, was ich will und nicht mehr selber einfach nach 3 Sekunden schon wieder irgendwie in einem negativen Gespräch ist, wo ich eigentlich gar nicht will, oder? Das heißt, man tut sich mit seinen Gedanken eigentlich seine Zukunft vordenken. Wie alles, oder? Der das Flugzeug gemacht hat, wie ich vorhin gesagt habe, der hat das zuerst gedacht. Der die ganze Zeit denkt, der Arschchef, der kommt das über. Und das Fiese ist, es wird bestätigt und selber sagt man dann ja, ich habe es ja gewusst. Jetzt bestätigt man sich seine Annahme noch mehr, obwohl man sie gesetzt hat. Und das ist eben, wenn man das versteht, dann hört man nämlich auf, negativ über andere denken oder generell negativ denken, weil das Fiese ist ja eben, wenn ich jetzt negativ an meinen Chef denke und das erlebe, dann denke ich, der Arschloch, ich habe recht gehabt. Jetzt denke ich ja noch schlechter über ihn und ziehe das eigentlich noch mehr an, oder? Und darum sollte man eigentlich positiv über andere Leute denken, weil dann kommt das zurück, dass man dann auch wieder merkt, hey, oder? Und das ist, ja, also ich merke das bei mir auf jeden Fall sehr fest und ich beobachte es halt auch, ab dem Moment, wo ich angefangen habe, bei mir zuzuhören, höre ich eben auch bei anderen zu und sehe auch bei anderen, wenn sie was sagen, wie sie das auch wieder erleben. Oder? Und die Schwierigkeit ist, zu verstehen, dass die Realität, was du im Aussen erlebst, nachkommt. Das heisst, was du heute denkst, erlebst du morgen. Und wenn du morgen oder übermorgen oder wie auch immer, und wenn du übermorgen ja, das erlebst, dann denkst du nicht mehr, ich habe das jetzt, oder viele denken nicht mehr, ich habe das jetzt gedacht, darum ist das passiert, sondern sie denken einfach, äh, sie haben etwas erlebt, es ist etwas passiert, aber wenn man versteht, dass man die eigene Ursache setzt, dass wir eigentlich die Ursache sind, wo durch unser Denken unser Morgen formt, dann fangen wir an beobachten, okay, ich fange mal anders an zu denken, wie erlebe ich es morgen? Oder dann merkt man plötzlich, aha, ich habe jetzt so gedacht und so habe ich es erlebt. Und dann wird man immer wählerischer mit was man denkt, oder? Vor allem eben die Selbstgespräche, die einfach nonstop laufen vor allem.